Wir gehen dann die 50 Millionen Euro an, das natürlich vor, dass die Staaten sich da auch engagieren, für da auch Energie renouvelable damit zu developieren. Aber auch da gilt das Prinzip d'unicité von Resetten am Budget. Das heißt, das ist eine politische Absichtserklärung. Mit dem größten Projekt, dem größten Energieprojekt in den baltischen Staaten, und zusammen habe ich mit ein paar anderen an der Gegend, das ist eine Atomzentral in Litauen. Das ist Visaginas. Das Projekt ist schon relativ alt, das heißt, auf Zeit gelöst gehen, du mit den Spannungen mit Russland, dass sie ausgepackt gehen. An den größten Energieentwicklungsprojekt an den Staaten ist, wie gesagt, Atomenergie. Lofon ich mich, ich kann nicht beweisen, mir wie das Budget so abgestaltet wird, wie ein Hai abgestaltet wird, ob man nicht dann, wenn wir Energie subventionieren, ob es sicher ist, dass wir Alternativenergien subventionieren. Wir haben als ADR immer gesagt, am Frühjahr, für der Gambia-Regierung, hat die P-Datei auch plädiert, dass es ja sich, wenn man will, etwas mehr gegen den CO2-Ausstoß, dass man das sollten hier am Land mehr Welt dem Klima, ja, das ist die Formel, die man damals gebraucht hat, und dann noch DP gebraucht hat, dem Klimawelt schlussendlich egal, wo man CO2-Reduktionen erreichen, und dann haben wir gesagt, wir machen hier am Land. Wir machen etwas Handwerk hier am Land, wir machen etwas für die Isolation von Gebäuden oder die Renovation hier am Land, dann haben wir etwas gemacht, wir bleiben noch bei der Position. Wenn wir wollen wirklich hingehen, probieren, Abspurungen zu machen, wie man CO2-Emissionen, dann denken wir, sollte man die Suen investieren, hier an Platz und Transferstatistik zu machen, den unter dem Strich die Stromzusammensetzung hier nicht ändert, ein rein ideologisch Approche ist, die schrecklich viel Sue kostet, aber von der man nicht wissen, wie der reellen Transfer finanziell, den wir an die Staaten machen, wie die Sue schlussendlich gebraucht gehen.